Moin Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Ich bin Nikos Saul Und mein Name ist Thorsten Börnsen. und ja, heute geht's eigentlich um kulturelle Erlebnisse, die wir in der letzten Zeit hatten, jetzt wo man wieder außerhäusige kulturelle Erlebnisse haben kann. Du warst im Theater. Genau, ich wäre in Theater und in unser Theater Premiere von Lot uns Fründen blieben. Mm, Hm, Und was für eine Art von Stück ist das? hm, ähm, also es ist ein Zwei-Personen-Stück, ne? So geht das schon mal los. Also wir sind, Corona ist noch lange nicht vorbei, also so mag man ja jetzt an viele Teile, unter anderem eben aber auch an das. Das ist schon eben bloß der ganze Titel über eben zwei Schauspieler auf der Bühne, ein Mann und ein Frau. Die Story ist in Kötte dat. Die beiden sind im Grunde schon lange por. Nämlich insofern, dass das beste Freunde sind. Mhm. Jeden, wenn man weg, droppt sie sich zur Pizza essen. Oder Video kicken oder was man denn eben so mag, ne? Also beste Kumpels eben. So, und dann kommt dann Assad Numoko Mut. Äh, Tausendmal berührt, man kennt die Nummer, dann irgendwann geht er dann eben doch in der Büchse und da das auch und auch wir hier normal, die Fru hält nun nicht mehr ut und er hat sich in M verlebt, schon ganz lang und ist nun dran, das zu singen. So. Aha. Und hier schneidet erstmal die ganze Zeit nicht, also da beträgt das Stück auch viel von seinem Komik her, also so sehr eiert denn drumrum und kommt er nie so richtig, irgendwie kommt er nie so richtig gut damit und hey, freut sich schon und denkt, hey, du hast dich verliebt in ein andere ein, in was für ein Ah denn ja. und dann galt wie er natürlich schon richtig die Stimmung nur in und dann hier bösen Shit krumm, das muss ich jo jetzt gar nicht erst mehr versöcken und so wieder. Ne? Also dann geht das erstmal ewig lang hin und her, also sehr kottwillig. Und dann kommt sie eben da mit Ruth, da das nur hey ist und hey ist komplett für den Kopf steht. Du halt nur überhaupt nicht mitkriegt. Mhm. So, und das so wie so gut und so bekannt kann man sagen. Also die Story, ne, tausendmal berührt, wie kennt das eins? Und tausendmal hört auch. Ja, also auch in dieser Verteilung, also dass er es auf jeden Fall nicht merkt. Genau, hier schnallt das nicht. Und See eben, Moktor tanzt da schon 700 Jahre vor einem hin und so. Also ist wirklich klassisch so. Und dann kriegt die ganze Story allerdings noch ein Drei. Und zwar sieben Profession. Und da kommt ihr ja erstmal nie so richtig mit Ruth. Und dann arbeitet er aber bei ein Escort-Service. Also Mhm. so, Mhm. genau. Und Also so, und das weiß sie gar nicht vorher. nee, da hätte sie überhaupt keine Vorstellung von und ist natürlich Batz für den Kopf stört, da das Hey nun so ist im Prinzip ein bisschen als Pretty Woman bloß umdreht. So, ne? Mhm. So kannst du dir das eben vorstellen, so, dass Hey jetzt nur Escort-Service und sie ahnt davon überhaupt nichts. Und nun ist das natürlich, dreht sich sozusagen das ganze Ding jetzt von der Feld auf den Kopf, denn Sexham hätte mit Asienkundschaft und See ist nur daher seit Exklusives, wie das mit er eben nicht hätte. So. Mhm. Mhm. Also so, jetzt sucht das genau umdreht. Und So, er ne? hatte Also auch gar so, kein Interesse dran. naja, also so erstmal nicht für hol mich ab damit und das muss ich den ganzen Tag, das ist mein Alltag, das ist mein Dance. Ich freue mich, wenn ich mal nicht muss und wenn wir hier so schön miteinander Pizza essen, dann kann er den besten Sex nicht ersetzen. Das ist viel besser als alles andere. Und sie halt natürlich in das nächste Lok, also erst will er nichts von ihr weten und dann stellt sich das auch noch gut. Also so, das hier sozusagen äh, äh, sich prostituiert. Also das muss man ja auch erstmal verdauen. Und dann kommt das Assad Mut. Naja, wo ans Mutter kommt, vollkommen klar, sie kriecht sich natürlich an N doch, also ich meine, was ich sage, ist jetzt kein Riesenspoiler, sie kriecht sich an N doch und
hier entdeckt eben doch, dass die Freundschaft zu ihr eben mehr ist und wichtiger ist und man kann ja in so einer Profession auch schlecht blieben, wenn man sich jetzt verhält, sich irgendwie ein bisschen längerfristig zu knütten, sozusagen. Und das mag sie dann eben auch und als erstes gelöst hin natürlich Bäderung, sonst hätte das ja ans keinen Sinn. Also so hier ist also hier sucht sich einen neuen Job, was allerdings nicht klar wer was. Also so das halt nochmal ganz interessant gefunden. Also ist ja kein lechter Titel, um da was nie so zu groben. Aber da wird nichts übersagt und Gastronomie wahrscheinlich. Wahrscheinlich Gastronomie oder Kultur im Moment Veranstaltungstechnik. Irgendwo suchen sie Leute, wo man richtig gut instiegen kann, ob Stunds. Das war uns aber nicht verroten und sie hat einen Blomloden, also so, da findet dann eben eins statt. Also sie ist ja so, der nicht dann auch versorgt. Also insofern kommen die beiden dann zusammen. Und das Stück ist gut. Und ja, wie hat dir das gefallen? Also, weil der Anfang klingt ja auf jeden Fall erstmal sehr einfach, ja, wie du es gesagt hast, einfach bekannt oder so. Und dann gibt es ja diese Wendung, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet hätte. Aber interessanter wäre es ja gewesen, wenn er in seinem Job geblieben wäre und sie trotzdem zusammengekommen wären. Genau, also so da, also ich finde, man hätte ein paar Chancen vergeben, ne? Also unter anderem das wäre natürlich irgendwie, Mensch, bringt doch auch einen Hupen Geld und du mit den klöderigen Blumenladen hier, lasst uns doch sehen, ob wir nicht vielleicht so geil, wir vielleicht dann doch ein bisschen zu experimentell, so, ne? Ja, wahrscheinlich. So, das Guide vielleicht auch für diese Teen, also ich finde schon ein Typ, der sich prostituiert, für die Umsorte oder jetzt auch schon nicht so ganz ohne, ne? Also so, dass wir schon auf jeden Fall hätte, dass nie Drive hat, nie Drift hat. Ja. Und aber man wird dann auch durch so, also es klingt einfach so, dass man durch sehr unterschiedliche Emotionen auch so durchgeführt wird. Also irgendwie, oder dass es das Lachen auch immer was Unangenehmes hat oder so was peinlich Berührtes, oder wie ist das in dem Fall? Also, weil wenn man irgendwie ja Leuten dabei zuguckt, wie sie sich unterhalten und einfach ganz viel übereinander nicht wissen, kann es ja auch immer was Unangenehmes haben. Wie war das in dem Fall so? Ja, also die Tokiga wird ja auch nicht mehr als das, ne? Also so ist ja auch nicht klöger als See in dem Moment. Also du wart ja nicht von Anfang, also von eins spoilert und du willst eher da losgeht, bis du willst zu eins, sondern du kriegst ja Pet wie Pet hat ihm auch erst so mit zu waken, so, ne? Was du nun genau ähnlich sein Job ist. Ja. So. Genau, also das entwickelt sich mit, also insofern bleibt der Spannungsbogen, das ist ja ein Deel, oder was heißt ein Deel, das ist, glaube ich, der wichtigste Spannungsbogen dort, der beträgt sich, ob sie ein Beruf, ob sie eine Profession, und wenn das dann gut ist, ist es schon mit der dickste Bock über die Bühne, so, ne? Genau, also und ja, und dann ist eben Klärungsbedarf, was dann ja eben auch ist. Ich finde, also so ein paar Elemente, der ganz interessant, also so als ich sage, also anders als Pretty Woman ist das jetzt genau umdreht, dass der Typ, der sich prostituieren deit, ich finde, das hätte immer so ein bisschen was, ach, wie Typen ist das auch nicht so leicht. Also so du irgendwie, das haut nie so richtig hin. Ich finde, wie ein Fru halt das Gefühl, wie das anders. Aber das ist vielleicht einfach nochmal so ein bisschen so ein Empfinden, so, ne? Also so. Und wurde das da auch so dargestellt oder hat sie das auch so aufgenommen, dass das nicht ganz so schlimm ist, die Frau in dem Stück? Oder, also weil das klang jetzt ja schon so, dass sie das auf jeden Fall, dass das so schlimm ist, in Anführungszeichen, dass er auf jeden Fall seinen Beruf wechseln muss. Man stell dir mal vor, Pretty Woman hat einfach gesagt, nö, wir verdienen doch gut und ich habe einen Buchsportvertrag und eine private Rentenversicherung. Du, ich bliff du Mulpi. Also nur ist der Typ auch noch Millionär wärst und so, ne? Also es ist eine andere Situation. Aber ich meine, wäre doch mal eine interessante Gedankenspiel, ne? Also so, ich meine, da wäre irgendwie schwer vorzustellen, so. Also ich fand das auf jeden Fall schwierig, sich das vorzustellen. Also ist natürlich gute Diskussion, ne? Also so, hier sagt sich was anderes. Das ist ganz klar. Ja, aber ich fand so nochmal, ach, wie so ein Mann, ist das irgendwie ist irgendwie auch ein toller Hecht.
So. Mhm. So. Fru ist da vielleicht eher, weiß ich nicht, moralisch irgendwie steht dann auch noch eher in so ein Eck bin. Ist viele, ist so ein, also wie würdest du das denn einschätzen? Also jetzt von, ich meine nicht, dass ich das meine, sondern irgendwie, dass das so von gesellschaftlicher Ankicken so Mhm. ist. So. Ja, ich glaube, also es ist ja auf jeden Fall erstmal, würde ich denken, es ist irgendwie ungewöhnlicher, dass männliche Prostitution dargestellt wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ja was so, wo ich jetzt auch denken würde, okay, das ist jetzt nicht so das, äh, was man unbedingt jetzt sofort erwarten würde. Es ist ja auch sowieso vielleicht erstmal was Ungewöhnliches, dass das überhaupt Thema ist. Mhm. Ähm, ich weiß, ich glaube natürlich schon, also es ist ja schon so, dass irgendwie, ähm, ja, also ich kann glaube ich jetzt nicht so, also ich wüsste jetzt nicht, wie so die gesellschaftliche Bewertung davon aussieht. Ähm, Habe ich mir, glaube ich, noch nie Gedanken drüber gemacht, was, wie das vom Geschlecht abhängt oder nicht, wie Leute das jetzt bewerten. Aber du meinst sozusagen, das wäre einfacher, also es wäre so für die gesellschaftliche Moral einfacher gewesen in dem Stück, das so zu erzählen, dass er in dem Beruf bleibt, als wenn man es anders erzählt hätte. Also wenn man es mit einer Frau erzählt hätte. Nee, ich glaube, dass wir beides nicht gut. Also genauso Mhm. wenig wie Pretty Woman. Also so Ja, dort, okay. dass wir beides hat das nicht hinhaut. Ich glaube bloß, dass die moralische Bewertung bei den Typen anders ist. Also du hast du, wenn ein Frau sich prostituiert, glaube ich, hätte wenig so ein Image von Mensch, das ist ja ein toller Hecht, ne? Mhm. Also in Achter kommt immer noch so zu hem, ja, ist ja eins nicht schön und ist ja eins auch nicht so richtig integer, aber ein cooler Typ muss er ja doch sehen, wenn er an so viel Fruens rankommt. Und dann hättest du Mhm. wie ein Fru eben glöffig, also so, ich mein, kann ich mir schwer vorstellen, aber ich würde mir denken, das ist wie ein Fru nicht so. Mhm. Manchmal ist das für ein toller Hechtchen, die kommt an so viel Mannsblut ran. Lechte flach. So, also. Ja. Und also ist das auch dann was in dem Stück eine Rolle spielt? Also, dass sie das schon auch irgendwie ganz interessant findet? Oder? Naja, also ist auf jeden Fall was mit das hier spielt, ne? Also Mhm. hier kann jeder hem und also das jetzt so sechte das nicht, aber das ist so ein Element, was eben doch immer wer obdügert, ne? Also so jede tolle Hecht und hier muss das ja auch immer eins schaffen, ne? Also so von der hier Energie her und Ah so, ja. ne? Also so Mhm. das fordert eben ja auch richtig was ab und so. Also das schwingt natürlich was anderes mit, als wenn das jetzt ein Fruwes ist. Also das Mhm. meine ich so, ne? Ja. Genau. Nee, also hier gibt der Jog nicht mit an, deswegen weiß sie das jo eben auch nicht. Ne? Also so hier hört das jo auch, hier hört das jo geheim, die ganze Zeit. Mhm. Aber mir durch die Bewirten ist eben anders, als wenn die Verhältnisse andersrum wären. So. Mm. Und wie hattest du das Gefühl, kam das Stück insgesamt so Gut. an? Ähm, Ja. das ist ja auch eine nette Unterholung, ne? Also, das ist so ein witzige, kottwillige Stück, die beiden Schauspieler habt ihr auch gut mogt. Also so, da habt ihr schon ganz gut Action drin, so, ne? Also so, hätten gute Tempo auch, ne? Also die sitzen dann nur in ihr Blumenladen und trinken Sekt, so. Mhm. Hätte dann irgendwie so was Kottwilliges, Nettes, das hätte schon ganz gut hinhaut, so, ja. Wer hat denn das gespielt? Das ist eine gute Frage. Und was? Wer das Sebastian Herrmann und Caroline Kiesewetter, also Mhm. von Ohnsorg Ensemble, ne? Ja. Genau. Genau, und die Regie ist Murat Yeginer. Aber ja, also ich sag, also im Beden ist das natürlich auch Ildiko von Kürti, ne? Also es ist irgendwie so eine hübsche Sommerromanze, allerdings natürlich schon mit so einer Wendung drin, mit so einem Drei drin, dass er hier dann doch ein bisschen anständige Profession hat. Mhm. Ja. Aber ja, aber ist schon interessant, wo sich eben die Moral verändert und irgendwie, ja, also so, wenn man sich noch vorstellt, irgendwie in das mit ja, Henry Wahl und Heidi Kabel und Edgar Bessen und so.
Das wäre wahrscheinlich kein Thema nee, gewesen. das glaube ich auch. Also so, wenn man, also vielleicht muss man dann auch mal so krass langen Bienen an der Stelle, damit eben nochmal deutlich war, was für ein Sprung das auch gemacht hätte. Ne? Also so, das wäre Sach kein Thema, muss man sagen. Oder denn der Tokikas wären doch sehr überrascht wär's. So. Ja, das stimmt. Also ja. insofern grippt das auf jeden Fall so einen gesellschaftlichen Wandel ab, der doch schon Eindruck machen deit. Ja. Ja, aber ich habe gehört, dass das ja auch sozusagen, also dass die thematische Wahl des Unsorg-Theaters ja auch durchaus durch Preise anerkannt wird. Also, die haben ja neulich so einen Privattheaterpreis bekommen, Monika Bleibtreu-Preis, für Extrawurst? Extrawurst, genau. Also, wo das ja auch eben, ja, doch sehr aktuelle gesellschaftliche Konflikte bearbeitet werden. Ja, also vielleicht nochmal, ansonsten ist das wirklich zu kryptisch. Extrawurst ist ein Stück, was in Tennisverein spülen deit, in der jetzt ein Grillfest stattfinden soll und der hat ein türkisches Mitglied, einen türkischen Mord, der da mitmachen darf und der will nur, sie wussten nicht, ob den Grill packen, wo der anderen Schwienswursten ob sind. Und dort anhangt sich diese Story ab. Und man muss wirklich sagen, das ist wirklich, da war nichts Utlotten. Also jedes Verurteil war Durcharbeit und ob Tapet bröcht und viel, da ist man bang für gar nichts. Und das ist ein wirklich tolles Stück. Also so, das muss man wirklich sehr zurecht, hätte sie da einen großen Preis für kriegen, weil ich finde, das funktioniert auch wirklich. Also so, das war diese Verurteile, diese Irrtümer anderen gegenüber oder das Misstrauen, das war wirklich bloßstellt. Also das war in das Stück richtig klar durchstellt. Und weißt du, ob das nochmal weiterläuft in der neuen Saison? Oder ob auch... Habe ich jetzt nicht sehen. Willst du das? Okay. Ja, also weiß ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht hast du da schon eine Ankündigung gesehen. Oder auch, wie das mit Lord uns Frünn blieben weitergeht. Also das war bestimmt wer abgenommen, ne? Also so, die spielen das jetzt nicht betont. Ist ja jetzt auch Sommerpause, ne? Also so, den Hester Twemo spielt oder was. Also so, nee, das waren sie bestimmt wer abnehmen. Ja, also kann man sich angucken, ist eine lichte Sommerkomödie, passt vielleicht nicht unbedingt zu diesem Sommer, aber in mancherlei Beziehung nicht, aber kann ja auch ganz nette abwechselnde Musik. Naja, und dass der Sommer noch irgendwie Überraschungen bietet, ist ja vielleicht wie im Theaterstück. Auf jeden Fall. Aber ja, mal schauen. Nun, wir nehmen den traditionellen Sprachwechsel vor. Aha. Ja, ich muck ja, genau, wieder. Du machst auf Plattdeutsch weiter und ich jetzt auf Hoch. Und du hast ja nun Neuigkeiten aus dem Lichtspielhause. Ja, allerdings. Also ich bin ja... Ich habe tatsächlich, also das Kino in Münster, das Cinema hätte ja an Ende von Mai sogar allwehr abgemacht. Also wirklich relativ früh, also weil die Inzidenzzahlen einfach relativ niedrig wären in Münster. Das hält wie spät nur all sieht mehr als ein Programm und nur am 1. Juli geht das ja auch in ganz Deutschland wäre richtig los mit Kino. Ist ja auch ein traditioneller Kinodach, Donnerstag. Und ich habe aber tatsächlich, also ich habe noch gar nichts von den Nien-Films sehen. Ach was. Ich kann bloß, tatsächlich habe ich das immer nicht schafft. Also, naja, und am Anfang hätte ihn ja auch immer noch so einen Test brugt, also dann wäre ja auch noch so ein bisschen aufwendiger. Nur ist das zumindest in Münster nicht mehr so, also nur kann er auch einfach so im Kino kommen. Das ist ja lustig, also du hast wirklich, du als eingefleischter Kinomitarbeiter warst noch nie ein einziges Mal wieder im Kino, oder? Nee, tatsächlich, also genau, also wir hätten natürlich Tests smoked, aber das wären halt nicht so Apotheken anerkannte, zertifizierte Tests, so Schnelltests, von daher, genau, und dann habe ich das immer nicht geschafft. Aber kann zumindest zum Beten was vertellen über Films, die aktuell kommen. Ich bin gespannt. Ja, also genau, was mir immer am meisten freut, mogt habt, wären die Kinderfilms, aber die sind vielleicht hier nicht so relevant. Wie dort nämlich anfangen, Popcorn zu verkaufen. Das
wäre immer so ganz lang Sakrileg, also dat, bei uns gibt das kein Popcorn und nur hat das angefangen, dass das zumindest in den Kinderfilms doch Popcorn gibt, wie die Kinder immer so trurig nachfragt haben. Und immer käme dann, und wenn ihn dann in so trurige Kinderaugen kicken muss und sagen muss, nee, wir haben kein Popcorn, das mag ihn selbst ja auch unglücklich. Genau, nur ist das aber auch wer instellt, aber so einen Monat lang hätte er Popcorn geben. Ja, genau, aber das blank bi. Also was vielleicht mehr so interessant ist für unsere Zielgruppe, die wie vielleicht mit den bösen Podcast erregt, ja, sind so ein paar andere Filme. Also was ich tatsächlich ganz interessant finde, was nu ja anlopen died oder auch anlopen ist der Film Proxima, die Astronautin, Heyday. Und das klingt erstmal vielleicht nur viel Science Fiction und Weltruhm und weiß ich nicht, Alien-Invasion oder so. Das ist aber ganz anders. Also, was nicht ganz anders. Also, das Guide liegt natürlich das Guide um eine Astronautin, aber das geht dann mehr darum, also sie bereit sich ob ein Jahr in Weltraum für, also ein Jahr ob die eine Weltraumstation und muss nur Abschied nehmen von ihrer Tochter. Also das ist, glaube ich, so der emotionale Kern von diesem Film. Also dass sie erstmal ihre Tochter verkloren muss, was mag sie da irgends im Weltraum und dass sie so klarkommen muss damit, dass sie sozusagen ein Jahr nicht da ist. Und also ich glaube, sie hat sich auch von den Vater von das Kind trennt und dann muss die Tochter halt ein Jahr BM leben und damit ist sie, also die Astronautin, auch nicht so glücklich. Dann gibt es halt auch noch einen Vorgesetzten, also der auch in Weltraumbusiness sozusagen arbeiten, der glaube ich ja eher so ist, so ja, also wenn du kein Froh wärst, dann hast du den Job gar nicht kriegen und so, also so eher, also und der Film wiest halt auch, wo schwor das einfach für uns einfach da ist, also nicht bloß in dat Rebate, aber auch da. Genau, und ist aber wirklich, also was ich so hört habe, einfach bannig ruhig vertellt und so das, ja, also so also das Guide liegt es natürlich um Weltraum und um Raumfahrt, aber viel eben auch oder für allen Dingen um emotionale Angelegenheiten. Ja, von ich gut unterschiedlichen Hinsichten, also finde ich, dass der einfach wirklich interessant klingt, der Film. Ja, was vielleicht ganz ja, was vielleicht eine ganz lustige Anekdote dort ist, also der ist, glaube ich, auf 6 Jahren ist die freigegeben, das heißt, nachmittags könnt auch Kinder auf 6 sich den ankicken. Ja. Und tatsächlich, so, das ist, glaube ich, ja, verleden Wochenend wär's, dass da ein Vater mit seinen 2 Kindern ankommen ist und der Jungen wäre tatsächlich bloß so 7 oder 8 und deren wäre vielleicht so 11 oder 12. Und er hätte dann so aufgegeben und in Kino soll set und hey, selbst ist dann gut gegangen und hätte so gesagt, ja, ich bin dann in 2 Stunden wieder da. Und dann wären halt so die 6-jährige Jung und die 12-jährige oder 11-jährige, deren wären dann da in Kino und habt sich das einen ruhigen Raumfahrtfilm ankicken in der Omu-Fahrten. Also nicht mal ob Deutsch, man, also in Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch mit hochdeutscher Untertitel. Also ich weiß nicht, wo glücklich die dort worden sind. Und ich weiß auch nicht, wo Goethe sich da informiert hat, dass das wirklich okay Omu-Fahrten ist. Also original mit Untertitel. Ja, weil Cliffs sind, also vielleicht fand ihr den aber wirklich auch ganz gut. Also kann ich nicht beurteilen. Ich habe die leider nicht gefragt. Ja, der klingt auf jeden Fall nicht interessant. Ja, und dann der große Film, der nu startet, also der am 1. Juli startet, ist auf jeden Fall Nomadland. Okay. Mit ja, Frances McDormand in der Hauptrolle. Ja, und das geht um einen Frau, der ja, also nach der Wirtschaftskrise 2008 ja, ihren Job auf jeden Fall verloren hat. Ich glaube auch ihr Haus verloren hat. Und dann so mit ihren Van durch die Gegend führt. Also das spielt in Nevada, also so ob Land, also da ist nicht viel.
Warm wahrscheinlich, und ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich warm. Ja. Auf jeden Fall fährt sie so rum und also Nick Löw, der ist auch viel mit Laiendarsteller dreit, also mit Lü, die auf jeden Fall, also die Glöwig auch, ja, die Armut auf jeden Fall auch er Leben kennt. Okay. Also so, genau, und ich weiß gar nicht, was so was das eher so ein episodischen Film ist. Also für mich klingt das auf jeden Fall eher episodisch, weiß ich aber nicht. Also ich glaube, das Guide halt viel um die Lü, die sie so innerwegens, also ja, die sie dreht und mit der sie Bekanntschaft mogt. Und die hat auf jeden Fall 3 Oscars kriegen. Und da, also so, das ist auf jeden Fall der Film, der auch bei uns ins Cinema läuft und wo, glaube ich, wo, glaube ich, also ja, erwartet war, da der auf jeden Fall voll war. Okay. Und der klingt ja auch einfach so ganz interessant. Ja, krass. Okay, ja. Mit Laienschauspielern. Genau. Also habe ich gehört, dass da auf jeden Fall viel auch ja, tatsächlich, also vielleicht tatsächlich ut ländliche Nevada kommt und also genau, Frances McDormand ist ja einfach ein Schauspielerischer, aber die meisten anderen oder viele andere sind auf jeden Fall Laien. Ich glaube, städtisches Nevada gibt es auch gar nicht, oder? Ja, das macht wen, das gar nicht, das gar nicht gibt. Was ist da? Las Vegas ist in Nevada oder was, ne? Also so also auf jeden Fall. Und sie haben irgendwie fast und sie haben das erste Mal in ihrem Leben nicht republikanisch gewählt, das letzte Mal. Ich meine, das ist das, was man über Nevada weiß, so, ne? Also die Hauptstadt ist Carson City. Also das sagt mir auch gar nichts. Ja, klingt spannend. Genau, also das sind so 2 Films, die ich mir auf jeden Fall ganz gern ankicken würde. Wenn es überhaupt dazu kommt. Wenn es dort schon kommt. Musst du dann nochmal erzählen, Nikos, ob es auch wirklich was geworden ist. Ne? Ja, wie nächstes Mal geht es dann darum, wo die Filme so wären. Aber das ist ja, genau, vielleicht für nu ganz gut, so für Leute weten, das Gift wäre Films, in kann wer in Kino gehen. Wann kommt auch James Bond. Cool. Glöw im September ist dann auch der James Bond-Film, kann sich den James Bond-Film ankicken, der nur Glöwig 2 Jahre verschoben worden ist oder so. Ja, stimmt. Das ist halt, wir warten alle schon ungeduldig. Genau, No Time to Die oder so, hey, den Glöwig. Ja, das ist doch schon mal irgendwie ein Hoffnungstitel, oder? Also in diesen Zeiten. Ja, also muss man noch sagen. Wenn ihr nie James Bond keine Hoffnung gibt, dann also zumindest den fähig auch nicht. No Time to Die. Ne? Also vielleicht für die Kinobranche auf jeden Fall Hoffnung. Ja, vielleicht aber auch für das Individuum, nach dem, was wir hinter uns haben. Las Vegas liegt tatsächlich in Nevada. Hat mich doch mein altes das ist nicht die Hauptstadt. Hat mein Glücksspielerinstinkt mich doch nicht getrübt. Es ist so. Wann bist du das, jetzt mal ehrlich, wann bist du das letzte Mal im Kino gewesen? Auf jeden Fall verleden Jahr. Ach so. Ich kann mir einen Film, also ich weiß nicht mehr, was das für ein Film wäre. Also ich meine, die Kinos habt ja nur auch, also das ganze Jahr bis Ende Mai oder bis Anfang Juni werden die ja auch gar nicht open. Also von daher tatsächlich verleden Jahr, aber ich kann mich nicht erinnern, was das wäre. Was das für ein Film wäre. Also ich habe ein paar sehen verleden Jahr, aber ich bin immer nicht gut darin, mich zu erinnern, was die Titel von den Films wären. Also ich glaube, so Titel kann ich mir wirklich schlecht merken. Also ich kann mich immer an die Filmplakate erinnern und so grundsätzlich an die Films selbst, aber an die Titel ist immer ein bisschen schwer. Wart nix. Nee, weiß ich nicht. Also Exil hätte ich Glöwig haten. Ja. Das klingt doch nach Hand und Fuß. So, ne? Klingt auf jeden Fall noch ein Film, der also der Inseln klingt noch ein Film. Ja. Genau. No Time to Die. Der Hoffnungsschimmer unseres Tages.
Exil nicht so schön, aber passt. Ja, der Film wäre ganz gut. Okay. Gut. Aber der läuft auf jeden Fall nicht mehr. Also der kann in sich nun nicht mehr. Ja, aber es ist ja auch wieder so ein Problemfilm, oder? Ja, naja, gut. Sicher. Also ich glaube, eins, was so bei uns bleibt, sind echt wie Problemfilme. Ja. Was noch viele Lü sehen wird, ist ich bin dein Mensch. Der läuft nur auch an. Ja. Und das geht um einen Roboter, der so aussieht als ein Mensch. Stimmt. Und also der Hauptdarsteller hat auf jeden Fall auch den Maren Eggert hat auf jeden Fall auch den silbernen Bären kriegen für ihre Darstellung. Cool. Ja, und da geht auf jeden Fall, also Cliff See ist Keil, also die Hauptfigur ist Keilschriftexpertin, was auch einfach ganz interessante Vorutsetten ist und ganz interessante Figur im Hintergrund. Wenn ich das mal auf Schwedisch nachgeguckt hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein plattdeutsches Wort gewesen. Wahrscheinlich. Und das ist auch ganz witzig, also damit sie Fördergelder kriegt, muss sie wie so ein Experiment mitmoken. Also ist auch so, was in allen Smoke mit in Drittmittel kriegt in der universitären Content. Meinst du, als Geisteswissenschaftler muss man mittlerweile Organspender sein, damit man Drittmittel kriegt, oder? Also war zumindest zum Beten so darstellt. Also und das Experiment ist eben, dass sie so einen humanoiden Roboter kriegt, der dort auch programmiert ist, sehr glücklich zu machen, glaube ich. Ach, cool. Genau, und dann geht das eben so um die Beziehung zwischen er und den Roboter. Also klingt erstmal auch so ein bisschen so romantische Komödie, aber eben mit so einem speziellen Drei und wahrscheinlich so komödiantisch ist das denn vielleicht auch doch nicht. Also auf jeden Fall nicht so klassisch komödiantische Komödie. Romantische Komödie. So doch ein Stoff für Ildiko von Kürti. Ne? Romantische Komödie. An Western World, daran erinnert mich das. Aber das ist ja dann auch eher wieder Sex mit Robotern, darum geht es ja jetzt eher dann nicht. Ne? Also so, den Film kenne ich nicht. Achso, nee, der ist auch uralt. Also so, das ist auch nicht nur, also das ist nicht nur Sex, sondern man kann dann irgendwie Roboter. Das ist so eine Welt, die aus Robotern bestand und da fährst du wie in so einen Freizeitpark rein. Und da kannst du dann Leute abschießen und du kannst Cowboy und Indianer spielen und lauter solche Geschichten, ohne dass du selber dabei getroffen wirst, aber die Roboter fallen alle tot vom Pferd und werden dann wieder recycelt und wieder, also dann stehen sie dann wieder am Tresen und so weiter. Also so, und dann drehen die aber durch und fangen dann an, auf die Menschen loszugehen. Also so, das ist sozusagen das Zerrbild, das ist ja im Grunde auch eine Diskussion, die es schon so lange gibt, wie es Roboter gibt. Genau, also der Roboter schlägt zurück. Das ist so der Kern der Story. Ist, glaube ich, aber auch ein bisschen generationell belegt. Ja, geht so, weil Netflix gibt's eine fette Serie dazu. Also ich kenne das tatsächlich irgendwie aus Filmen, wahrscheinlich aus den 70ern sogar, also so, den ich dann in den 80ern sah. Aber die Story ist natürlich unkaputtbar. So. Naja, und gerade wie die Diskussion um künstliche Intelligenz ja auch nochmal, zumindest nochmal aktualisiert einfach. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann sind wir wieder nach einem weiten Ausflug bei unserer großen Dichtung. Genau, der ist nicht ganz so aktuell als die Diskussion um künstliche Intelligenz. Weiß ich, ne? Also zumindest, wobei so Roboter, das gibt ja auch allang, diese Story mit Roboter, die den Obstand folgt. Naja, Klaus Groth hat auf jeden Fall nicht über Roboter schreiben, oder wenn, denn war nicht versteckt. Und über Obstände glaube ich auch nicht. Will ich nicht. Die Dithmarscher Geschichte hätte vielleicht so ja. Naja, gut, aber das ist ja ein regelrechter Krieg gewesen, ne? Ja, aber so, also das gibt wie Ute Ohl Krönk, also Ute Alte Chronik gibt das das erste Gedicht ist, glaube ich, geil um die Dithmarscher Freiheit, also die Dithmarscher die Buren, die schichtens einen Fürsten oder so rinführt und sagt, wie will die das Korn geben und dann hüpft aber Ute Kornsäcken, hüpft den Lührut und muckt dann die Burg von den Fürsten kaputt oder so. Das ist dann eher so ein trojanischer Aufstand. Auf jeden Fall. Da sind wir wieder zurück beim Klassischen und bei unserem klassischsten Gedicht, was wir immer wieder vortragen. Und das wollen wir jetzt auch zum Schluss tun, und zwar
hoch oder platt, platt, dröch oder oder natt, Bär oder Wien, groff Off oder Fien, Fien, aber echt echt modet sie. Tschüss. Tschüss.